Eine neue und hoffentlich spannende Runde wartet uns wieder hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Wie ihr sehen könnt, vor wieder 1, 2, ich glaube sogar 3 Tage vergangen seit dem letzten Mal. Und wir haben natürlich wieder mal überall etwas Neues. Okay, Fleisch, sehr schön. Seriously? Ja, seriously? Nehmen Sie mir doch, Michael, dankeschön. Ja, ja, ja. Ist doch alles wunderbar. Liliths Tempel, mal ein bisschen füttern, die Gute, wa? Reis, Fleisch, Fleischreis, Reisfleisch, Fleisch. Yeah! Lilith ist voll! Yeah, Level 9! Haben die das gekocht? Fleisch gekocht. Ich will mich jetzt mächtiger, weil wir hoffen. Für künftige Burgkämpfe schätze ich mal, dass ich vor allem mein Spielstand aus Offenbarung nehmen werde. Weil wir halt natürlich hier, ja echt halt so, die ganzen Accessoires sage ich schon, die ganzen, Optionen, die ganzen, kann ich irgendwie noch sagen? Ne, offenbar nicht, wa? Ja, doch die ganzen Optionen ist ein bisschen doof formuliert. Ja, aber halt die ganzen Optionen aus beiden Reichen haben, ne? Aus Hoshido, aus Nohr. Einrichtungen, das war das Wort, das ich gesucht habe. Alter, Einrichtungen. Okay, man merkt, ich bin zu müde. Ich sollte nicht mehr zocken, beziehungsweise müde zocken ist immer eine gute Voraussetzung dafür, um keine Einheit zu verlieren. Sarkasmus Ende. Jetzt haben wir hier im Glück angestiegen, das schätze ich mal von ihr selbst. Das Hauptquartier. Welche Damen dürfen wir einladen? Nö. Einen Einzelladen haben wir gerade erst gemacht und Typen-Einzelladen, nö, sowieso kann ich. Aha. Dann haben wir natürlich noch die Option. Ja, ich habe noch mal ein bisschen ausgerüstet hier, aber nicht viel Neues. Ich glaube, sie hat jetzt vor allem noch Rettung wieder. Genau, einfrieren. Bis also hat sie geändert. Ja, nur wenig. Also Rettung ist neu, also neu. Wieder neu. Ich glaube, Heilmittel auch, wa? Takumi ist glaube gleich geblieben. Case, glaube ich auch. Obora, 2 Langspeere. Für eine Fusion. Oh, jo. Fällt gerade mal auf, dass Case eigentlich relativ stark ist. Alter Speed, den er drauf hat, leck mir am Arsch. Tsubaki. Ja. Relativ viele Fähigkeiten. Hayato. Ja, Ochsengeist, bösartiger Text ohne Mjölnir. Ja, wir machen einen kleinen Tour aus ihm, warum nicht? Hinata hat natürlich nichts, aber gesagt, dass er die Hinata Hana nicht trainieren möchte. Felicia auch nicht, außerdem war eine Heilerin. Auch schon öfters mal erwähnt, sei so genau das gleiche. Kagero aktuell auch nicht, obwohl sie natürlich stärker wäre als Case. Ich glaube, das war damals der Grund in Vermächtnis. Ah, nee, stimmt, Case haben wir damals abgekratzt. Ja, das ist das andere Thema. Ja, Case, Kagero, immer die Frage, welche von beiden, vielleicht sogar beide. Case natürlich mit viel mehr Speed, Kagero hatte ja schon Vermächtnis, deswegen hier weniger. Gleich gilt für Rochi, obwohl sie ja, sogar mehr Magiepunkte hätte. WTF? Beide sind Kleriker. Rochi ist aber stärker. Was zum Henker? Mehr verteidigt? Na gut, nee, nicht unbedingt mehr Resistenz. Gut, sie ist langsamer, ja. Also immer mit 4 Punkten, das ist 3 Level tiefer. War der schon immer so stark? Verwirrung. Ja, werden sehen. Vielleicht wird der Roach wieder ins Team nehmen, wenn sie dann doch irgendwie so megamäßig stark ist. Trinker. Ja, hohe Defense. Rena will ich mal testen. Also, dafür, dass sie erst Level 1 ist, natürlich eine entwickelte Einheit, trotzdem hat sie ganz gute Werte. Stärke, Fähigkeit, Geschwindigkeit. Würde ich mal behaupten, für einen Kinji-Ritter eigentlich top. Der Rest, na, mal schauen. Ja. So, das ist Team. Schmieden wollte ich. Schmieden für das Beste. Ja, ja. Oboro. Kraft 2-mal mehr. Oh, das ist ein Langspeer vor allem gut. Ja. Wie gesagt, ich bin heute sowieso nicht irgendwie sehr gut darin, irgendwie ausführliche Kommentare zu liefern oder sich irgendwie besonders schwierige, komplizierte Fachausdrücke
formulieren zu können, aber ich glaube, das ist etwas, was sowieso irgendwie jeder im Sinn, beziehungsweise der erste Gedanke hätte. Was war hin? 2 Eber. Längerer Speer. Die Länge macht Sinn doch. Hm. Die Dicke ist auch wichtig. Egal. So. Harte Lanze, längerer Speer. Jetzt wissen wir, worauf Oboro steht. Das Lesbisch ist sie nicht, wa? Egal. Das ist ein anderes Thema, geht uns nichts an. Sakuras Route. Was? Nimm das, Teacher. Bauen. Kann ich was bauen? Ja. Arena. Momentan nicht viel. Gefängnis. Ja, wir haben so einen Kleriker, aber er hat die Fähigkeit nicht zum Einfangen. Lotterie. Oh, zum Upgraden wäre es noch gut, wa? Unsen. Ja, man kann nie wissen. Morgendrache, Abenddrache. Natürlich haben wir natürlich beide. Golem. Haben wir auch nie gemacht, war Automat. Ja, der wird echt. Auf Märchen ist nie benutzt. Muss ich hier schon ändern. Statue von Gunther. Unser Opfer. Natürlich dein Opfer wird niemals vergessen werden, Gunther. Auf ewig lebe Gunther. Case, okay. Case, was für ein... Scheiße. Falsch platziert. Statue von Tsubaki. So. Das sieht faszinierend aus. Ja, kann man hier bauen, was auch immer das bringen soll. Ja, traditionell habe ich auch gelesen. Toll. So, versetzen ganz kurz. Aufwerten. Statt von Mike 3 Stück. Liliths Tempel aufwerten. Ja, warum nicht? Ja, yeah, Mann. Ja, hat's direkt wieder Kohldampf. Boah. Why not? Reis. Ohne Fleiß kein Leis. Das ist ein bisschen mehr als nur simpler Reis. Level 10. Habt ihr das gekocht? Natürlich. Schuppenherr geworden, Goldbarren. Was soll ein Astraldrach mit Goldbarren machen? Na, ist ein anderes Thema. Okay, Freunde, ganz kurz Unterstützungsgespräche. Oh. Ja, ich bin so bald mal Rang A. Alle guten Seiten aufzuzeigen. Du wärst kein guter Mensch, da bin ich aber anderer Meinung. Case, warte! Case, wo bist du? Case! Bin auch Michael. Die Katze. Unbedingt finden. Warum besteht ihr so darauf? Da fragen mich auch. Mensch, Michael, mach kürzer hier. Ich will nicht das Let's Play in die Länge strecken. Bin auch Michael! Wow. Die haben diese Gespräche dringend nötig. Ihr beobachtet. Ist da jemand? Sei so! Lange gedauert. Auf dem Schlachtfeld wird ihr bereits tot. Wenn nachspioniert, im Auge behalten. Im linken Auge wohlgemerkt. Achso. Enorme Zweifel eurer Loyalität. Alter. Das hat nichts mit Milord zu tun. Wieso bringt er jetzt schon einen Spruch in Milord Ryoma? Quasi Ryoma ihn beauftragt hätte, uns auszuspionieren. Das mag vielleicht auf Märchen zu dem Zeitpunkt schon irrelevant gewesen sein, aber jetzt, Offenbarung, ist das totaler Quatsch. Wir müssen Ryoma erstmal finden. Jo. Das ist geheim.
Besonders dann, wenn ich auf dem Klo bin? Ich will, das wird schwer. Ja. Mein Beiler Kumpel. Mit Sakura. Ich habe mir erzählt. Nein, die Worte sind nicht, sie waren grauenvoll. Ja, was wie sie ausging. Ich nicht. Zitterst du Espenlaub. Erzähl den Leuten nicht, ich sei ein Angsthase gewesen. Das ist doch mal ein schönes Kurzgespräch, wie es gehört. Takumi und Oboro. Dann war es auch schon, glaube ich. Schon verrückt, wa? Jetzt sind wir schon seit über 10 Minuten hier bei... Ja. Wie soll ich sagen? Offset-Dingen, wenn du so willst. Bisschen was kaufen hier und da, oder bisschen was schmieden hier und da, ein paar Gespräche, etc. etc. Eigentlich überhaupt nichts Spannendes. Ja. Und trotzdem gehört es einfach mal zum Spiel dazu. Ist eigentlich total normal für ein Fire Emblem-Spiel. Was quatschen die da? Sonst hat die Startbarkeit gesegnet. Okay, Oboro und Takumi. Warum nicht? Ich habe zusammen den Gedanken gespielt, im Prinzip die Königshäuser miteinander zu verkuppeln. Also im Sinne von irgendwie Hinoka mit Sender, was überhaupt geht. Camilla mit Trioma, was natürlich auch überhaupt geht, hä? Weil ganz ehrlich, bisher haben wir nur Sakura Takumi aus dem Haus Hoshido. Ist natürlich schön, ne? Aber wegen meiner Theorie. Mir fehlen irgendwie noch ein paar Typen aus Nohr, wenn er sein soll. Aber noch Silas. Wo ist der Typ überhaupt? Egal. Gespeichert das Kapitel. Ich weiß nicht noch relativ. Ich werde es auch bald machen, ne? Ich glaube so. Um Kapitel 15 Uhr, wenn wir mal anfangen mit den Nebenquests und dann so langsam mit dem Drachentor und so. Weil die ganzen DLCs will ich eigentlich hier bei Offenbarung machen, nicht bei auf Herrschaft ausweiten. Weil wann Herrschaft überhaupt kommt, ist sowieso eine andere Frage. Also dann, Kapitel 12, Meer aus Eis. Meer aus Eis? Meer. Auf Suche nach Ryoma macht sich die Gruppe nach Chef auf, das nur besetzt wurde. Sie schafft sich ein Schiff und trifft auf einen unerwarteten Feind. Das heißt, jemand aus Nohr? Unerwartet. Und mal Eisflora? Puh, wir sind gerade rechtzeitig gekommen, um die Fähre noch zu erreichen. Michael, du solltest dich ausruhen, solange du noch die Möglichkeit dazu hast. Ich habe das Gefühl, wir kämpfen schon seit Ewigkeiten. Yes. Sind kaum 12 Kapitel vorbei, also seit zusammen sind etwa 6. Und seit Sakura dabei ist etwa 3, also bitte. Du hast recht, ich lege mich bald ein Weilchen hin. Danke, Sakura. Wieder, Michael, bitte aufstehen, aufwachen, nicht schnarchen. Bitte was? Der Kapitän sagt, dass alles nach Plan läuft. Wir sollen den Hafen morgen erreichen. Ich verstehe. Danke, Felicia. Sieht der Himmel für dich auch dunkel aus? Huch, das Schiff schaukelt ganz schön heftig. Nichts passiert. Ein Sturm kommt auf. Wir sollen unter Deck gehen, bevor der Regen einsetzt. Jetzt hat ihr gepennt. Wow, was ist das denn? Das Schiff hat einfach gestoppt. Wow. Sind auf Grund gelaufen? Sollen ein bisschen nachsehen. Auf hoher See auf Grund gelaufen. Ach, du Scheibenkleister. Was meinst du, geht dir vor? Das Meer wurde eingefroren. Das gesamte Bier ist zugefroren. Alter, wer hat so eine Power? Wie kann das sein? Das ist wie im tiefsten Winter hier draußen. Celsius, wo bist du? Ja, ich weiß, war ein Crossover, war zwischen Fire Emblem und Tales of. Mit Michael, sieh doch mal dort. Jemand kommt in unsere Richtung. Moment, ist das... Es ist unsere Schwester, ja, Big Sister. Also letztes Mal kam, hat sie unsere Feuerwellen attackiert. Im Untergrund. In Nohr. Siehe Vermächtnis. Das
Das ist fast die gleiche Situation, wa? Scheiße. Alter, ist sie schnell. Ah, Michael, ich bin froh, dass du unversehrt bist. Seit dieser entsetzlichen Konfrontation mit Sandy wollte ich dich wiedersehen. Schwester. Ah, Michael, du bist immer noch so unbeschreiblich süß wie eh und je. Und du musst aufhören, mich als Schwester zu sehen. Jetzt ist alles anders. Es ist einfacher für uns beide zu kämpfen, wenn wir Sentimentalität beiseite lassen. Siehst du nicht, dass ich versuche, beide Königreich Gutes zu tun? Ich höre deine Worte, aber Vater befahl, dich umzubringen. Das ist ein netter Vater. Michael, ich liebe dich so sehr aus tiefstem Herzen. Und es bedeutet nicht, dass ich einen Befehl Vaters verweigern kann. Oh, es ist wie damals. Ein tragisches Ende, aber du hast nur verraten, also aber keine Wahl. Du liegst falsch, Camilla. Ich habe weder dich noch sonst irgendjemanden verraten. Flora, wärst du so freundlich? Ja, Milady. Geil, die hat schon wieder. Genau, Michael, in der Festung war die mir anvertraut und ich hatte euch gern. Aber ich hatte keine Gnade walten lassen. No holding back. Ich erlaube nicht, dass mir deine Camilla Schaden leidet. Flora, was machst du denn da? Hör sofort auf damit. Kannst du wirklich her, um uns zu töten? Deine eigene Schwester töten? Sag mir nicht, dass du verantwortlich für das gefundene Meer bist. Doch, bin ich. König Garen befahl, dem Eisclan Michael zu beseitigen. Und das werden wir. Wenn nicht, ist der gesamte Eisclan dem Tod geweiht. Und das zu bedrohen ist schlimm, aber Geschwister zum Kampf zu zwingen? I'm sorry. Oh, kein Problem. Entschuldige, Felicia, ich kann nicht auf deine Worte hören. Ich liebe dich, aber für das Wohl des Eisclans muss mein Herz erkalten, nicht tun, was man mir befahl. Flora, tu das nicht! Es bringt nichts, Felicia. Wir müssen gegen sie kämpfen, ansonsten sind wir verloren. Michael, ich liebe dich zu sehr, als dass ich dich weitermachen lassen kann. Alles, was ich für dich tun kann, ist dein Leben in meinen Händen zu beenden. Das muss Liebe sein, wahr? Komm zu mir, Michael. Lass mir deine letzten Worte hören. Ich werde mich für immer an sie erinnern, mein lieber kleiner Bruder. Ihr wollt nicht wissen, was er gerade für Worte im Mund hatte. Nee, so hätte ich die Worte gesagt. Ich glaube, Camilla hat ihn aber auf der Stelle erledigt. Nun, schlecht. Erstmal natürlich die sowieso keine Items tragen. Wird es ein bisschen einfacher. Oh. Ich kann auch 3 mitnehmen. Schön. Was mache ich jetzt schon wieder? Erstmal gucken. Erstmal gucken, ist sowieso alles im Arsch, hier alles zugefroren. Was haben wir hier? Peruka, schon wieder die. Was? Ist einer unsichtbar? Also der ist schon da unten. Nee, was war denn da unten? Clankrieger. Moment mal, der Eisclan ist im Untergang geweiht. Ein Eisclan-Krieger, Clankrieger. Bei mir ist eine Frau, ist mir egal, aber mit Feuer. Mhm. Eisclan-Mitglied hat Feuer, okay. Ach du Scheibenkleister. Ups. Ja, das wird ja mal lustig. Wir sind überall verteilt. Lustigerweise ist Flora hier der Boss. Wer ist hier stärker? Okay, Camilla eigentlich. Alter, Resistenz. Ja, das darf Case machen. Wollen wir es auch selber mal gucken. Oh, bereits Zauberer, Berserker. Jetzt kommt sie aber. Jetzt kommen aber alle, wa? Jo. Was hat's hier vermehrt? Irgendwelche. Selena! Gibt's irgendwie. Nichts, wa? Ja, mit Selena ist es so eine Sache. Vor allem, was ihr richtiger Name ist, war. Ja, man sieht im Prinzip schon die Ähnlichkeit. Ob ich das noch irgendwie hinkriege. Ich glaube, das geht jetzt mit Rang S, was? Ne, ich glaube Rang A. Ja, dann kann es hinkommen. Okay, die beiden haben wir hier unten. Wir haben ziemlich viele Äxte. Kann das sein? Jo. Äxte ohne Schmeckste.
Ein paar Eisenbogentypen. Jo, also heißt für uns wohl Hinata und Hanna wieder ins Team holen. Orochi hat eigentlich... Ne, komm, lass Hanna draußen, nimm Orochi noch rein. Jo, was haben wir hier? Panzerbrecher brauche ich eher weniger. Hier mal einen Schnitter. Dann hat der Gegner geschnitten. Der Spruch ist nie blöd. So. Ich weiß, wenn er drauf geht, habe ich alles verloren. Und den Panzerbrecher weg. Würm für den Bauchraber, Doppelkatana. Kann sich wieder alles kaufen, wa? So. Orochi, hast du noch ein bisschen Magie? Haben wir noch. Ochsengeist war's auch schon. Tja. Ist doof, was willst du machen? Oh, das wird jetzt aber wirklich lustig. Wie sollen jetzt die positionieren? Okay, da unten sind die alle. Das sind viele weit entwickelte Einheiten vor allem. Ich habe eigentlich schon mal... Takumi ist gar nicht mal so schlecht, ihn da oben zu haben. Sperrkämpfer bei... Clankrieger. Nee, warte mal ganz kurz, ich versuche es mal anders zu machen. Ja. Dann habe ich jetzt eigentlich mal blaue Waffen, rote Waffen, grüne Waffen. Und noch ein paar Waffeln. Egal. Sakura lassen ist ein bisschen doof, wenn da von unten die Gegner kommen. Hier wäre Space, dann kann ich immer noch zur Not mit den Pegasus-Rittern durchstarten. Oh. Felice haben wir auch noch. Zwei Heiler. Ah, ja komm, doch. 2 Heiler können durchaus noch nützlich sein. Weit entfernte Einheiten. Verdammt mich. Sag was, bringt gar nichts. Mach mal die beiden. So. Ja, doch, das wird schon was. Moment, da habe ich... Ich sag, was ich schon da oben habe. Der Plan hier gar nicht mal so schlecht wäre, aber gut. Nee, ich schicke es wieder zurück. Ich brauche einen Heil auf der Seite. Und einen hier. Dann habe ich hier einen Schwerkämpfer, Magier, Dienstmarkt. 2 Kinji-Ritter. 2 geflügelte Einheiten, sag's mal so. 2 fliegende. Das kann so oder so ausgehen, Leute. Also in dem her. Was hat die Zeit? Oh, nicht mehr viel. Und 1, 2 Züge war und dann wird's lustig. Listen. Hör zu, Maike. Der Feind kann über das gefrorene Wasser Meer zu uns gelangen. Wasser vor allem. Wir können das Eis nicht erreichen, aber die Drachen an der Meeresgrund nutzen. Wir müssen warten, bis die Strömungen sie nicht mehr verdecken. Hab Geduld. Das heißt, soll hier schief bleiben? Was aus, wa? Ja, gut, und erst mal so gucken, wa? Natürlich, man entwickelt natürlich auch. Dann haben wir hier so einen nervigen Typi. Das Eismeer. Eigentlich eine geile Idee, aber wir hatten beim Märchen eine ähnliche Mission. War zwar ein bisschen auf Zeitdruck, weil Garen noch dabei war. Aber trotzdem war es eine ähnliche. Ja, machen wir hier weiterentwickelte Einheiten. Weil die können echt scheiße sein. Aber so früh schon. Leck mich am Arsch. Da ist ja so einer. Jo, ich glaube, es wird echt lustig. Da kommt eine blaue Waffe, aber was Grünes. Ja, toll, ausgerechnet er. Mhm. Ich glaub's auch. Na komm, wieder mal ein bisschen Yato hier. Ich glaube, ich gehe schon nach oben, war. Naja, klingt vernünftig. Ernsthaft? Darf gleich nochmal von vorne anfangen.
Ja, über Schiff, Mann, wir rennen schon damit, dass es gleich viele Schritte gehen können. Kann ich hier ein attraktiveres Ziel bieten? Ah, ja, weniger, wa? Egal, wird schon gut gehen. Feuer. Kann ich eigentlich durchaus einen Ochsengeist machen? Ey, ich mache einen Ochsengeist. Kombi. Plus 3 Geschwindigkeit, nicht mal so schlecht. Das 2 Stärke war auch nicht gut. Dann mach hier mal nur ganz schnell mal eine Kombi und nachher mal als Testen. Okay. Was hier machen? Wäre eigentlich echt dafür mal mich von hier weg zu bewegen. Ne, jetzt mal hier ein bisschen sammeln. Am Bug am besten, wa? Da komm mit. Ja, wenn die Geflügel kommen halt sowieso schnell voran, ne? Das ist kein Problem. Da habe ich noch gar keinen Bock. Erstmal hier. Erstmal unten alles irgendwie klar machen. Ich bin mal gespannt. Alter, macht 13 Schaden. Treffen musste er erstmal. Naja. Was ich krass finde, war. Asura ist eigentlich ein Waffennachteil trotzdem 100% direkt. Krass. Drachenadern, wo seid ihr? Freunde, wir haben ein Problem. Und was für ein Problem? Genau das erfahren wir in der nächsten Episode da hier bei Fire Emblem Fates. Offenbarung. Ja, und ich fürchte, die Offenbarung wird uns schneller einholen als gedacht. Bis dahin, ciao zusammen.